Der Zweite Weltkrieg hat Köln verändert. Seitdem ist viel passiert. Trümmer, Panzer, Soldaten sehen wir heute nicht mehr. Aber es ist wichtig, uns das zu vergegenwärtigen, findet der Hobbyfotograf Patrick Lahmann. Deshalb erstellt er eine spannende und berührende Vorher-Nachher-Sammlung. Wo früher Panzer standen, stehen heute PKWs. Groß St. Martin in Ruinen, heute wieder aufgebaut. Oder Schlittschuhfahren unter der Südbrücke, die heute fast aussieht wie damals. Bilder, die der Fotograf Patrick Lahmann gegenübergestellt hat. Sein Hobby ist wie eine Jagd. Er nimmt alte Fotografien und macht sich auf die Suche nach dem Ort, wo sie damals aufgenommen worden sind. Aufregend. Ja, es ist aufregend. Okay. Let's go. Wir begleiten Patrick auf seiner Suche nach dem Ort, wo dieses Foto zu Kriegszeiten aufgenommen worden sein könnte. Also auf dem Foto sitzt eine Frau in Trümmerfeldern am Straßenrand und im Hintergrund ist der Kölner Dom zu sehen. Ich möchte wirklich an der Stelle stehen, wo damals diese Frau gesessen hat, mit ihrem Leid, mit ihrem Schicksal, und ich möchte ich möchte den genauen Standort des Fotografen ermitteln. Zu Hause auf seinem Rechner hat Patrick hunderte alte Köln-Fotos gespeichert. Den Ort der Aufnahme wiederzuentdecken ist für ihn mehr als nur ein Hobby. Man vergegenwärtigt sich dann, was mal hier passiert ist, wo heute Geschäfte sind, wo Leute flanieren, wo keine Gefahr ausgeht. Hier haben Kämpfe stattgefunden, hier sind Menschen gestorben, hier ist mit ganz vielen Schicksalen ja auch behaftet. Also ich sehe Köln und die Straßen und viele Gebäude heute mit ganz anderen Augen. Den Ort, wo die Frau damals in den Trümmern saß, hat Patrick inzwischen gefunden. Diese Verkehrsinsel soll es sein. Viele Indizien sprechen dafür. Zwischen zwei Gebäuden vermute ich eine Lücke, und das könnte diese Seitenstraße tatsächlich auch sein. Also ich bin schon überzeugt, dass wir hier ziemlich genau an dem Punkt sind. Noch ein letzter Abgleich früher gegen heute, und so sieht die fertige Collage aus. Kleine Erfolge, die den Fotografen berühren. Ja, es ist immer ergreifend auf der einen Seite, aufregend auf der anderen Seite. Immer zu wissen, was hier mal stattgefunden hat und wie es heute ist. Ja, in welchem Wohlstand wir leben und wie gut es uns in der Gesellschaft geht. Seine Suche führt ihn weiter nach Bickendorf. Das Foto, vermutet er, muss hier entstanden sein. Ein Straßenschild gibt ihm den Hinweis. Es ist im Laufe der Jahre durch Renovierungsarbeiten halt überputzt worden, aber man kann noch ein wenig den Abdruck der ursprünglichen Stelle des Schildes erkennen. Also der Fotograf stand ein Stück neben dem, im Grunde genommen hier. Und genau von der Stelle aus sah der Fotograf damals diese Soldaten. Ein Siegesfoto der Alliierten über die Nationalsozialisten. Zum Anlass der Befreiung, vermutet Patrick. Es ist schon ein besonderes Gefühl, dass hier mal Alliierte stationiert waren, Verletzte, Verwundete, dass hier Familien gewesen sind. Und heute leben wir in Harmonie und in Frieden. Dieser Gegenkontrast, das ist schon was Besonderes.